Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Es ist Vollmond, das heißt Zeit für gruselige Geschichten. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die Morgen für Morgen mit unerklärlichen Spuren an ihrem Körper aufwacht. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, meinst du diese Spuren, so seltsame Furchen in der Wange und auch am Körper und so wie getrocknete Flüssigkeitsreste an den Mundwinkeln, solche Spuren? Ich glaube, das ist einfach das Alter. Nein, das ist einfach Kissenabdruck und the drooling. Entschuldige, auf was für Spuren wolltest du hinaus? Nein, ich schlafe hier eingepuppt, wie so eine Motte. Aha, wie eine Mumie eigentlich. Ja, da kommt nichts ran. Genau. Da macht man am Morgen den Sarkophag auf. Genau. Und dann wirst du rausgelassen, rausgewickelt. Ich möchte gar nicht allzu viel sagen. Wir fangen an mit Sandmann, einer Folge von Grauen, der Gruselserie hier bei uns im Podcast. Und in der Folge geht es eben genau um Sachen, die mit einem so im Schlaf passieren können. Wesem geht es einem einer Dr. Sandmann und da widerfahren ihm Dinge. Mhm. Viel Vergnügen bei der 36. Folge von Grauen, Dr. Sandmann. Viel Vergnügen. Wieder mal Glühwein machen. Ja, sowieso. Volles Wetter dafür. Ich freue mich auf eine Familie Asche. Glühwein ist geil, kannst du selber machen. Perfekt. Wirklich? Verstehst du das nicht? Sehr viel. Hier. Ja, voll gern. Prost. 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 Du, Besim, ich habe im Fall heute ein komisches Mail von dir bekommen. Ein Mail? Ja, also ich habe ein Mail gesucht und dann bin ich in einen Spam-Ordner und dort war ein Mail von dir drin mit dem Betreff Hilfe. Und im Mail selber ist auch 1000-mal Hilfe drin gestanden. Ja, Account gehackt, klassisch. Da kenne ich mich aus. Da musst du unbedingt schauen, dass all Nein, deine da kennst du dich eben gar nicht aus. Sorry, aber mit Technik kenne ich mich sehr wohl aus. Mit Technik vielleicht, aber mit dem Oh, nicht. Besim, warum so hässig? Ja. Also, alles hat damit angefangen, dass ich ein bisschen geschnarcht habe. Normalerweise stört das ja niemand. Ja, und jetzt schon. Er war ein einsamer Wolf. Und plötzlich ist eine unbekannte Schöne in sein Leben getreten. Sie sind auf Wolke 7 geschwebt, aber kein Glück hebt ewig. Sehr witzig. Wird ihre Liebe sein Schnarchen überdauern? Interessiert euch das Mail nicht mehr? Doch, klar. Also, jemand hat es gestört, dass ich schnarche. Darum habe ich es gegoogelt. Oh, ganz eine schlechte Idee. Ich wette, es ist herausgekommen, dass du todkrank bist. So ähnlich. Es ist herausgekommen, dass ich eine Nacht in ein Schlaflabor muss, um ernste Erkrankungen auszuschliessen. Oh, okay. Mann, schon fast 9 Uhr. Wo ist denn das Labor? Ich hätte am 9 Uhr am Abend in dem Schlaflabor sein. Irgendwo im tiefsten Schlieren. Fuck, wo bin ich? Es hat weit und breit nur Industrie gehabt. Kein einziges Wohnhaus. Irgendwann bin ich endlich vor dem Gebäude gestanden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Richtige ist. Es war wie aus der Zeit gefallen. Viel älter als die anderen halt. Was steht da? Und es hat ausgesehen, als würde es schon seit Jahren leer stehen. Schlaflabor Dr. Sandmann. What? Ich bin durch ewig lange, leere Gänge, wo alle gleich ausgesehen haben. Und nirgends war nur eine einzige Menschenseele. Dann endlich habe ich einen Lift gefunden. Ich bin ins Untergeschoss und dort war es sogar noch komischer. Irgendwie mehr Albanien 1970 als Schweiz 2023. Da sind Sie ja endlich. Hocken Sie dort hin. Okay. Blutgruppe? Ich weiss nicht. Aua! Stellen Sie sich nicht so an. Hat man in etwa noch nie Blut genommen? Doch schnell da. Guten Abend, Dr. Sandmann. Freut mich sehr. Und, schon müde? Bald geht's ab in die Haia.
Frau Doktor, ich müsste dem Herrn noch ein paar... Ja, gut. Lass mich das machen. Mal schauen. Übertragbare Krankheiten? Nein. Sind Sie bluten? Nein, aber warum nicht? Fragen stelle immer noch ich. Wohnen Sie allein? Ja, Nur aber... für die Statistik. So, das wär's auch schon gewesen von mir. Bis morgen. Träumen Sie süß. Auf Wiedersehen, Frau Dr. Sandmann. So, umziehen und dann ab aufs WC. Und zwar Dali. Also habe ich mein Bischi angelegt und bin nochmal aufs WC. Auf dem Weg zurück habe ich so ein komisches Geräusch gehört. Was ist das? Frau Sandmann? Haben Sie sich verlaufen? Da geht's durch. Er hat mich am Arm gepackt und zurück ins Labor gebracht. Ich war so perplex, dass ich ihn einfach machen lassen. Dann musste ich auf das Bett liegen und bin mit vielen verschiedenen Maschinen verkabelt worden. Und da rein. Aua, können Sie das ein bisschen vorsichtiger sein? Schau jetzt, ein ganz empfindlicher, ne? Die Uhr im Labor hat 9:30 angezeigt. Ich bin mir sicher, dass ich die ganze Nacht kein Auge wird zutun. Aber das Nächste, was ich weiss, ist, wie ich aufwache und es schon 9 Uhr morgen ist. Guten Morgen. Möchte unser Patient eine Tasse Kaffee? Ja, gerne. Wollen Sie zuerst die gute oder die schlechte Nachricht? Die Schlacht? Wenn es ums Heiraten geht, kommen Sie wahrscheinlich Probleme über. Sie sind nämlich kerngesund. Das ist die gute Nachricht. Okay. Sie haben ganz normales Schnarchen und gegen das kann man leider nichts machen. Die bestimmte Person, wegen der ich überhaupt erst ins Labor bin, hat das gar nicht so lustig gefunden wie die Frau Dr. Sandmann und hat für ein Zeitchen bei sich schlafen. Ich war zuerst recht enttäuscht, aber am ersten Abend nach dem Labor bin ich sowieso wieder um 9:30 eingeschlafen und konnte sie gar nicht vermissen. Ganz empfindlicher. Ey, ich bin mega kaputt gsi. Sogar noch müder als am Abend vorher. Und das, obwohl ich 12 Stunden geschlafen habe. Was ist das? Blut? Nasenblüten oder was? Oh ja, der Noah hat das manchmal auch. Dann ist am Morgen das ganze Küsse voll. Das sieht aus wie Texas Chainsaw Massacre. Ey, keine Ahnung. Ich bin zuerst mal unter der Dusche. Ja, was ist eigentlich los? Das gibt's ja nicht! Phil, du verdammtes Arsch! Meinst du, ich hätte dir für das meinen scheiß Wohnungsschlüssel gegeben? Was? Findest du das witzig? Mir den ganzen Bauch voll schmieren? Ein Schnauz hat mich verklangt! Willst du sagen, du spinnst? Du spinnst! Kannst du mir vielleicht jetzt mal erklären, was das hätte sollen mit dem blöden Telefon? Auf meinem Bauch ist etwas drauf gestanden. Wie drauf gestanden? Jemand hat mir mit Edding auf den Bauch geschrieben. Und was? Hilfe. Das ist ja voll Psycho. Das ist noch gar nicht im Fall. Ich habe mich zuerst irgendwie durch den Tag geschleppt. Und am Abend... Ja. Nein, so lange ist mich nicht. Ich bin einfach nur müde. Jetzt komm, bist du gerade hässig. Ja, okay. Bis morgen. Ja. Wow, 9:30 ist scheiße. Oh, ich gehe direkt pennen. Oh. Das ist doch nicht normal. Wenn ich bin, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn ich will, wirst du wieder geweckt. Und am nächsten Morgen... Oh. Warum tun mir die Arme so weh? Wow, was? Das gibt's ja nicht. Was geht eigentlich ab?
Neben meinem Küssi ist ein Zettel gelegen und auf dem Zettel ist gestanden... Hilfe. Fast. Da ist «Hilfe, Bessim, Hilfe» drauf gestanden. Und zwar in meiner eigenen Handschrift. Nein, was? Und was war mit deinen Armen? Lauter kleine Einstiche. So fast wie Muckenstich, aber für Muckenstich irgendwie zu gross. Okay, Bessim. Einschnaufen. Ausschnaufen. Klar, danke. Du kannst jetzt entweder durchdrehen oder herausfinden, was los ist. Ich habe mich fürs Herausfinden entschieden. Ciao, Besim. Hey, hast du alles dabei? Logisch. Voilà. Deine neue Kamera. Wo soll ich sie montieren? Genau über dem Bett. Okay, alles klar, Alter. Den Tag habe ich irgendwie überlebt, obwohl ich saufertig war. Und dann, pünktlich um 9:30, bin ich wieder so müde geworden, dass ich es fast nicht ins Bett geschafft habe. Mein Rücken. Bei jeder Bewegung hat mein Rücken wehgetan und ich war so kaputt, dass ich fast nicht stehen konnte, wo ich es endlich aus dem Schlafzimmer geschafft habe. Fuck. Das gibt's doch gar nicht. Wieder meine Handschrift, wieder ein Hilferuf. Aber das Mal ist er mit rotem Edding über den ganzen Spiegel geschrieben worden. Mega creepy. Oh ja, mega creepy. Und dann habe ich natürlich das Video von der Überwachungskamera geschaut. So, Movie Time. Jetzt schauen wir mal, wer mir da einen Scheißstreich spielt. Auf dem Video schlafe ich zuerst. Aber nach 20 Minuten oder so stehe ich auf. Ich habe offene Augen, aber sie sind irgendwie so... leer. Ich gehe zum Schrank, ziehe mich an und verlasse das Zimmer. Dann höre ich, wie die Wohnungstür ins Schloss geht. Und dann passiert 4 Stunden lang nichts. Soll das heissen, du bist in der Nacht 4 Stunden draus und kannst dich an nichts mehr erinnern? Yep. Nach 4 Stunden hört man, wie die Tür aufgeht. Und dann komme ich rein, schmier die Wand voll, ziehe mich aus und liege an. Was? Nach dem Video habe ich wirklich Angst bekommen. Darum habe ich... Eine Knopfkamera? Ja, genau, so eine. So, James Bond-mäßig. Exakt. Ist die Kamera über dem Bett nicht nahe genug dran? Mann, hast du eine oder nicht? Ja, Mann. Für dich und deine Bond-Girls habe ich alles. Am Abend bin ich gar nicht erst ins Bett. Ich bin mit den Kleidern aufs Sofa gehockt und habe die Knopfkamera ans Hemd hergemacht. Um 9:30 bin ich schon wieder so müde, dass ich sofort eingeschlafen bin. Und am nächsten Morgen bin ich wieder auf dem Sofa aufgewacht. What the fuck? Die ganze Wand im Wohnzimmer war mit Post-its zugepflastert. Ihr könnt euch ja denken, was drauf gestanden ist und in welcher Handschrift. Ich habe natürlich sofort den Film von der Knopfkamera auf den Laptop geladen. Zeig mal. Das gleiche wie vorher. Ich schlafe 20 Minuten, dann stehe ich mit leerem Blick auf, ziehe die Schuhe an und gehe aus der Wohnung. Ich laufe das Stegenhaus runter und vor der Tür steht ein dunkles Auto. Ich steige hinter dem Fahrer ein, er dreht sich um. Hallo Bessim, träumst du etwas Schönes? Und ich, null Reaktion, als hätte ich sie gar nicht gehört. Und dann sind wir ins Schlaflabor. Komm jetzt, leg an. Schlaft ihr tief? Tief und fest, Frau Dr. Sandmann. Heute nehmen wir bei. Los, Hosen abziehen. Tupfer. Nadeln. Schlauch. Röhrli. So, wir haben es. Und dann sieht man, wie sie mir Blut abnehmen. Viel Blut. Mega viel Blut. Verdammt scheiß viel Blut. Wer hätte gedacht, dass der junge Mann so ergiebig ist? Und so tapfer. So, jetzt aber husch zurück ins Körbchen. Auf dem Video sieht man, wie ich die etwas auf die Post-its schreibe und sie an die Wand in der Stube herklebe. Dann liege ich aufs Sofa und penne. Krass. Aha. Nachdem ich das Video gesehen habe und meine Beine inspiziert habe, bin ich sofort zum Schlaflabor. Aber das Bürogebäude war inzwischen eine mega Baustelle. What?
machen Sie mit dem Gebäude? Nach was sieht es denn aus? Abreißen dann? Warum abreißen? Was ist mit dem Schlaflabor? Das Schlaflabor. Ja, von der Frau Sandmann und dem Kurt. Sind sie umgezogen? Ich weiß nicht genau, was du suchst, aber das ist kein Schlaflabor. Was ist los? Warum bin ich eigentlich die Einzige hier, die arbeiten kann? Ich komm ja. Da kann mal jemand Drogen verkaufen. Drogen verkauft? Der hat gedacht, ich sei ein Junkie. Ein Junkie, wieso? Ja, weil ich dann so bleich war und wegen der scheiß Einstichstellen überall. Jesus. Ja, wirklich. Ich wollte dann nicht mehr nachbohren. Es war schon unangenehm genug. Dann habe ich meiner Neuen angerufen, weil ich gedacht habe, vielleicht bringt sie mich ja auf andere Gedanken. Ja, und wer ist das jetzt eigentlich? Ach, das ist jetzt egal. Besim, was ist eigentlich los? Du bist mega bleich. Es ist alles okay. Mach dir keine Sorgen. Bist du sicher? Ich könnte dich sonst schon wieder gesund pflegen. Hör auf, das Kitzeln. Was hast du da? Das ist... Deine Beine sind ja komplett zerstochen und blau. Ich kann es erklären. Du wirst es erst nicht können glauben. Ich habe alles auf Kamera. Auf Kamera? Von was redest du? Sag mal, spinnst du jetzt eigentlich völlig? Ist die ganze Zeit über dem Bett gewesen? Ja, ich meine, nein. Wo wir das frisch kennengelernt haben, denke ich noch nicht. Was? Ich meine, ich zeig dir, was ich meine. Du kranker Bastard! Ich kann es nicht Starters! Es ist vorbei! Seither habe ich sie nicht mehr gesehen. Autsch. Ja, ouch. Das war die 36. Folge von Grauen, Dr. Sandmann von Felicitas Prokopetz. Wolfram, schnarcht Besim jetzt noch oder nicht? Das ist die einzige Frage, die du dir stellst. Nee, ich habe natürlich mehrere Fragen, aber um mal den Bogen zu schließen zum Anfang. Na gut, jetzt wo die Freundin weg ist, gell? Also ich glaube, als er so völlig ausgesaugt wurde und ausgelaugt, hat er wahrscheinlich nicht mal mehr die Kraft zum Schnarchen gehabt. Aber jetzt wahrscheinlich wieder als Zeichen von Vitalität. Also ich meine, es ist ja schon ein bisschen Mindfuck, dass er jetzt so ganz alleine am Ende übrig ist. Die Frau ist weg. Ich meine, gut, da ist das mit dem Schnarchen egal, aber ich dachte ja immer noch, seine Freundin hängt da irgendwie noch mit drin, weil die auch so mysteriös, ominös im Nebel blieb. Er hat nie was über sie gesagt. Oder nicht mal, wir haben nicht mal den Namen bekommen, aber schlussendlich scheint sie ja wirklich gar nicht davon berührt zu sein. Und er kann ja nicht mal klären, was in dieser Schlafklinik in Anführungszeichen noch mit ihm passiert ist. Ich glaube, er wurde wirklich einfach ausgesaugt. Nacht für Nacht. Zum Glück ist das Besim passiert und bei dem wissen wir ja, der recovered ganz gut. Das stimmt. Das kann er. Auch schön, was ihr für ein Element eingebaut habt, Phil und seine Gadgets. Das ist ja genau sein Steckenpferd. Ja. Technical Observation, Controlling, genau. Hatten wir schon bei Smart Baby, wie Phil die ganze Betreuung eines Neugeborenen wirklich an Technik delegieren will. Und das hat hier gut gepasst. Und es ist natürlich immer noch hübsch, ich finde, es gibt immer so eine kleine Überraschung, wenn in den Binnengeschichten, die vier vom Lagerfeuer erzählen, wenn einer der anderen noch auftaucht. Das finde ich immer ganz hübsch. Das stimmt. Genau. Das stimmt. Phil hat auch gut mitgespielt am Lagerfeuer. Dass er nicht angefangen hat, Besims Geschichte zu erzählen, weil er doch mehr involviert war, als man am Anfang denkt. Eben Phil und seine Technikfaszination, die ist dann gerade in der nächsten Folge Thema. Die heißt Der Bergpalast, geschrieben hat sie Manuela Steiner. Und da geht Phil mit seiner Familie ins Engadin, um wirklich mal wegzukommen von Technik. Digital Detox, sich von all den Ablenkungen und vielleicht auch dieser schlimmen Geschichte mit dem Smart Baby Sitter zu erholen. Und weil wir bei Grauen sind, gibt es wahrscheinlich auch da oben in einer völlig untechnisierten Welt
Dinge, die auf einen lauern. Und ich wette, Berggeister haben noch nie ein Handy gebraucht. Das hört ihr jetzt. Viel Vergnügen bei der 37. Folge von Grauen, der Bergpalast. Viel Spaß. Hey. Glaubst du, sie sind schon ein bisschen oben runtergekommen? So wie der viel drauf war in den letzten Monaten. Stimmt. Der hätte ein ganzes Jahr müssen in die Ferien. So ein Wochenende lang Ja, ich glaube auch nicht. Er hat die Smart Baby App-Geschichte noch nicht wirklich verdaut. Er hat ja sein ganzes Smart Home rausgeschmissen. Sein iPhone gegen so einen alten Knochen eingetauscht. Ja, von einem Extrem ins nächste. Voll. Kannst du dir viel ohne all seinen technischen Schnickschnack überhaupt vorstellen? Voll nicht. Ich bin ja gespannt, ob er sie in der Natur ausgehalten hat. Hey, ich finde es super, dass er versucht, einen neuen Weg zu gehen. Wir sollten ihn dabei unterstützen. Ja, sorry, aber ein bisschen lustig ist es schon. Du musst schauen, er ist sicher völlig durch. Ah, hey. Ich bin ein bisschen spät. Kein Problem. Hey, sind wir erst gerade zurückgekommen aus dem Engadin? Nein, aber wir haben uns zuerst mal ein bisschen erholen. Erholen von eurem Erholungswochenende? Ja. Ja, Okay. so ganz ohne technisches Equipment. Hey. Das ist ja völlig ausgesetzt. Das ist verdammt streng. Ich meine, und so viel frische Bergluft und Bewegung in den Bergen ist auch nicht ohne. Hey, es hat nichts mit meinem Digital Detox zu tun. Ja, die Chance Allegra war einfach nicht so ein Erholungsfaktor. Echt? Komm jetzt. So ein wunderschönes altes Engadinenhaus. Im hintersten Nebeltal vom Engadin, mitten in der Natur. Die Bergromantik pur. Ich meine, was kann da schon schief gehen? Alles kann schief gehen. Alles, Ja, Mann. lassen wir es einfach. Alter! Komm schon. Erzähl's einfach. Ja. Ja, wir haben uns mega auf das Wochenende im Engadin gefreut. Nach dieser ganzen Geschichte mit dem Smart Baby haben wir genau das gebraucht. Okay. Mal raus aus dem verkabelten Haus, wieder zurück zum Einfachen und Natürlichen und so richtig bonden mit der Lili, ohne all den technischen Shit dazwischen. Und, hey, es hat sich super angefühlt, so richtig gereinigt von all dem Zivilisationsscheiß. Ja, und Melanie war auch voll dabei. Spinnst du jetzt mein Handy? Nimm ich sicher mit. Also entweder machen wir es richtig oder gar nicht. Wir sind ja schon wie zwei Alkoholiker. Jetzt braucht es 2 Tage kalten Entzug. Ja, und wenn mit der Lili etwas ist, wir müssen dem Notarzt können anrufen. Melle, wir müssen lernen, wieder auf unsere Instinkte zu vertrauen. Ja, was hast du das Gefühl, wie sie es früher gemacht haben, wo es noch kein Handy gegeben hat? Da sind die Kinder einfach gestorben. Ja, Schätze. Ist sie okay? Alles gut. Den Noah haben wir bei meinen Eltern gelassen und ab ist es gegangen Richtung Engadin. Die Fahrt mit der Lili war dann leider ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich wegen all diesen Kurven im Prättigau. Im Engadin haben wir uns dann auch noch verfahren. Im letzten Dorf vor der Grenze zu Italien ist eine junge Frau vor uns auf der Straße gelaufen. Ihre langen schwarzen Haare sind wild durch die Luft gewirbelt. Und obwohl es noch recht kalt war, war sie barfuß. Entschuldigung. Entschuldigung. Halt schnell an. Es geht dort hinten rauf. Ich bin mir sicher. Wir sind jetzt lang genug deinem Instinkt nachgefahren. Wenn wir schon kein Navi brauchen können, frage ich jetzt die Einheimische. Entschuldigung. Die Haare dieser Frau waren ganz schwarz und kräftig. Dann hat sie sich zu uns umgedreht. Und ich schaue ins Gesicht von einer uralten Frau. Sie hat keine Zähne mehr gehabt. Allegra, darf ich Sie rasch etwas fragen? Wo ist die Valchirvi? Die Frau hat nichts gesagt. Sie hat zu der Lili hinterher geschaut und sie mit ihrem zahnlosen Maul angelächelt. Wir haben ein Haus gemietet. Casa Allegra. Casa Allegra. Ja, das Haus, das Sie so schön umgebaut haben. Das nützt doch nichts bei so einem Haus, wenn das Fundament auf Knochen gebaut worden ist. Wie meinen Sie? Komm, Melle, ich glaube, die kann uns nicht helfen. Wie alt ist Ihre Papin? El guardò che vive e san. Sie ist... Gut, also danke vielmals, mir gefällt es schon. Wo geht's noch? Kannst du doch nicht einfach so abfahren? Hast du gesehen, wie dreckig deren ihre Füße sind? Was läuft mit dir falsch? Ja, und wie sie die Lili angeschaut hat? Sie hat dich angelächelt. Lächeln? Ja.
Das war ein Fratzen. Aber wie finden wir jetzt das Dorf? Easy, ich finde das schon. Genau, das wollte ich sehen. Nach einer Stunde habe ich es dann auch endlich gefunden. Nur ein paar Häuser, ganz eng aneinander gebaut. Mitten auf dem Dorfplatz ist ein grosses Haus gestanden, mit einer aufwendigen Graffito-Aufschrift. Casa Allegra. Schau dir das an. Kaum haben wir angehalten, ist ein Mann auf uns zugekommen. Er ist spitz schief gelaufen, hat ein Bein schwerfällig nachgezogen. Das hat so ein komisches, schleppendes Geräusch gemacht. Allegra. 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 Sie können das Auto abstellen, wo Sie wollen. In der Nebensaison ist dort oben sowieso niemand. Da ist ein herziges Popin. Man tut ein Strützel der Beletze. Lili heisst sie. Sie ist jetzt gerade 6 Monate alt. Cecerina, nu lässt Schnier und Papromai. Wir machen das selber, merci. Phil, hilfst du mir schnell mit dem Tragetuch? Ja, sicher. Man darf sich nie zwischen die Mutter und ihr kleinen drängen. Schauen Sie, da hat mir meine Nurse gestern gebissen. Die hat auch gerade junge Lämmli bekommen. So, das sind wir. Wow, das ist schon easy. Willkommen in der Casa Allegra. Mega schön, die Böden. Das ist alles ein Original. Ja, das war im Jatschen ganz wichtig. Jatschen? Mein Sohn. Er sagt, unsere Feriengäste suchen das Natürliche. Sie wollen am eigenen Körper spüren, wie wir früher dort oben gelebt haben. Ja, voll. So weit weg wie möglich von dem digitalen Wahnsinn von heute. Oh, hey, schau mal, Melle. Der Stall ist innen dran komplett mit Glas verkleidet. Da kann man gemütlich vor dem Schmine hocken und Wein trinken, dort, wo früher die Kühe gestanden sind. Komm, Schätze. Phil, ich muss sie bald stillen. Ja, ist gut. Die Schlafzimmer sind oben, nehme ich an, oder? Genau. Und die Tür hier, oh, die zieht sie recht durch. Die da? Dort geht man nicht runter. In diesen Keller hat man manchmal fast das Gefühl, es spukt. Ja, so viel altes Zeug liegt dort noch rum. Dort müssen wir dann einmal noch dran, wenn der Jatsch das nächste Mal da ist. So einen Keller haben wir die auch. Ja, gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich, alleine zurecht. Einen schönen Abend noch. Wenn Sie wollen, kann ich der Lili noch die Lämmli zeigen. Gestern erst sind sie auf die Welt gekommen. Sehr nett, aber wir haben eine lange Fahrt. Man muss ihnen gut schauen, den Lämmli. Und sie trennen von den Schafböcken, sonst trampeln sie tot. Was? Sie trampeln sie tot? Ja. Okay, also dann noch einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Ade. Was ist? Der August, der kommt auch noch aus einem anderen Jahrhundert. Der hätte ich mit seiner Mutter Schaf verglichen. Ja, das findest du jetzt wieder mega lustig. Ach komm, er ist wahrscheinlich einfach einsam. Seine Frau ist sicher schon gestorben. Der Sohn so weit weg, das Dorf völlig ausgestorben. Der braucht wahrscheinlich einfach eine Gesellschaft. Für das hat er doch seine Schafe. Here we go again. Kannst du mein Stillküsse aus dem Auto bringen? Ja, mach ich das. Merci. Es hat mega idyllisch ausgesehen, wie Melle mit der Lili vor dem Feuer gesessen ist. Auf diesen Schaffählen auf dem Sofa. Dem das Licht hat von unten die Holzwände vom Heustall warm angeleuchtet. Und die Kleine hat mit ihren Händen ganz fest an der Melle ihrem Finger geklammert, während sie getrunken hat. Die Welt war wirklich in Ordnung. Was suchst du für ein Lied? Welches Lied? Ja, das, wo da gerade... ist ja gleich. Ich bring noch schnell unsere Taschen auf. Von unserem Schlafzimmer hat man direkt auf den Dorfplatz mit dem Brunnen gesehen. Die Sonne ist gerade langsam hinter der Bergspitze untergegangen. Ich habe die Holzkrippe für die Lili parat gemacht und ihre Decke sorgfältig flach gestrichen.
plötzlich habe ich so ein komisches Geräusch gehört. Melle? Shit. Ich bin die Stegen runtergerannt, um zu schauen, ob alles okay ist. Aber als ich unten angekommen bin, sitzen Melle und Lili immer noch gemütlich vor dem Feuer. Hat Lili vorher geschrauen? Nein. Der Abend geht, glaube ich, nicht mehr lang bei mir. Ich kann schwören, dass ich etwas gehört habe. In diesen alten Häusern tun sie doch immer ein bisschen. Stimmt. Da muss sich dein Instinkt zuerst noch ein bisschen daran gewöhnen. Das ist halt nicht alles Hightech. Oh nein. Ist das nochmal der August? Easy, warte. Ich gehe. Ja? Ist alles gut bei Ihnen? Ja, alles bestens, danke. Ich denke, ich bringe noch ein bisschen Milch von meiner Nursen über. Für ihr Mädchen. Die Lämmli wollen gar nicht trinken. Wo ist denn Ihre Frau? Das ist sehr lieb von Ihnen, aber wir brauchen nichts. Doch, nehmen Sie. Die wird sonst nur schlecht. Ja, das ist gut für ihr Mädchen. Ihr Mädchen braucht Milch. Also, eigentlich hat sie Milch von ihrer Mami. Sie hat so schöne, dicke, schwarze Haare. Wie bitte? Ihre Frau? Eine sehr schöne Frau. Ja, sie ist eine hübsche. Und das Mädchen, passen Sie gut auf sie auf. Auf die Lämmli muss man gut aufpassen. Blutig kommen sie auf die Welt. Der Schafbock muss man wegsperren, sonst stampft er sie tot. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ja, merci vielmals für die Milch und dann noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Puh. Ist er endlich gegangen? Ja, es ist wirklich ein bisschen aufdringlicher, der Typ. Und was machen wir jetzt mit dieser Milch? Will sie einfach weg. Hey, ich gehe schon mal auf schlafen. Ja. Übernimmst du die Lili, bitte? Ja, ist gut. Ich habe alles parat gemacht. Merci. Ja, heute Abend schaue ich. Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Jetzt ist dann gerade alles wieder gut. Da noch da putzen. So. Ja, noch ein Windel. So. Jetzt bist du wieder ganz sauber und trocken. Ich glaube, der Papi trinkt jetzt noch ein Bier. He? Ich bin noch rasch in die Küche, um mir ein Bier zu holen. Da sehe ich den Metallkessel mit der Milch wieder. Ich habe reingeschaut und mega viele tote Flüge sind an der Oberfläche geschwommen. So grusig. Die Lust aufs Bier ist mir vergangen. Als ich wieder die Stege darauf gehen, habe ich gesehen, dass die Tür zum Keller nur angelehnt war. Das ist jetzt schräg. Ein muffiger Geruch ist mir entgegengekommen. Nach Schimmel und faulem Holz. Ich konnte schwören, dass die Tür vorher zu war. Ja, ich bin auch müde. Gehen wir besser schlafen, hä? So, Lili. So, ich schlafe schon und du schlafst jetzt auch schön, hä? Gute Nacht. Als Lili eingeschlafen ist, bin ich ins Bett gelegen und habe das Licht ausgemacht. Ich konnte lange nicht einpennen. Ich habe mich gewälzt und gekehrt. Die Stimme nicht mehr los wurde, als wäre sie in meinem Kopf immer gewesen. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und das Licht angezündet. Melle? Die Melle und die Lili sind nicht mehr im Zimmer. Jetzt doch Melle übernommen. Melle? Ich bin aufgestanden und bin die Stegen runter. Da sehe ich es. Die Kellertür war wieder offen. Ich habe sie langsam aufgestoßen. Ein
Lange Stege hat durch in den schwarzen Schlund geführt. Muffige Luft ist mir in die Nase gestiegen. Was hat so kein Lichtschatten? Hallo? Ist da jemand? An der Wand hatte es eine alte Militärtaschenlampe. Ich habe sie angemacht und bin die steinigen Stegen runtergelaufen. Der Lichtkegel hat den Raum langsam aufgetan. Alles war mit einer dicken Staubschicht überzogen. Als ob seit 100 Jahren niemand mehr getraut hat, hier runterzugehen. Spinnuppeln sind an meinem Gesicht kleben geblieben. Überall ist Werkzeug herumgelegen, als würde es jeden Moment jemand wieder in die Hand nehmen. Sägissen, ein Bieli auf einem Hackklotz, ein Holzgestell für die Ochsen. Eisenketten sind von der Decke gelampt. Als ich mich umgedreht habe, sind die Eisenketten in einem Garacho von der Decke herabgekommen. Für einen Moment bin ich mucksmüsli still dort gestanden. Ich habe nur mein Herz gehört schlagen. Hallo? Wer ist da? Bei dieser Stimme nachgegangen, immer tiefer in den Keller, immer weiter in eine andere Welt. Der muffige Geruch ist immer stärker geworden. Melle? Lili? Sind ihr das? Shit, was ist da los? Gib her den unehelichen Balg. Und dann sehe ich einen älteren Mann. August. Neben dem eine junge Frau im blutüberströmten Nachthemdli. Und neben ihr ein Loch im erdigen Kellerboden. Hinter ihr sind viele farbige Äpfel auf dem Holzregal ausbreitet. Und drauf ist ein Baby gelegen. Ganz ein kleines. Nur in ein Küchentüchlein eingewickelt. Hat ausgesehen, als wäre sie erst gerade auf die Welt gekommen. Mit einer Nabelschnur, die noch runtergelampt ist. Blut ist von den Äpfeln auf den Boden getropft. Vor Schreck ist mir die Taschenlampe runtergefallen. Plötzlich war es stockdunkel. Dann habe ich nur noch einen stechenden Schmerz am Kopf gespürt. Und dann bin ich weg. Als ich wieder aufgewacht bin, ist ein bisschen Licht durch die Tür oben in den Keller gekommen. Ich war völlig verstört. Ich habe umeinander geschaut. Die Erde am Boden war überall hart. Was? An der Wand ist ein leeres, morsches Holzregal gestanden. Ein Schaufel hat angelehnt. Ich habe angefangen zu graben. Plötzlich habe ich etwas Weisses gesehen, das rausgestanden ist. Ich bin auf die Knie gegangen und habe mit den Händen weitergegraben. Ein ganz kleiner Rippenbogen ist vorgekommen. Ich bin aufgekommen und rausgerannt. Durch den Stall und Stege drauf bis in unser Schlafzimmer. Melle hat friedlich geschlafen. Melle? Hey, Melanie! Phil, was ist los? Blütest du? Was? Wieso soll ich blüten? Im Keller. Ich habe gemeint, du... Phil, du hast nur schlecht geträumt. Alles ist gut. Was? Aber der Keller... Es ist alles gut. Hey. Was ist los? Okay. Dann... fuck. Dann habe ich wahrscheinlich wirklich nur schlecht geträumt. Mhm. Und du hast gut geschlafen? Ja, wie ein Stein. Ja, dann habe ich in dem Fall als einzige schlimme Nacht gehabt. Sieht so aus, ja. Und die Lili ist auch ganz still. Die Lili? Wo ist sie eigentlich? Es ist mit dem August los. Er hat mit ihr die Lämmchen anschauen. Was? Aber das kann doch nicht sein! Was? Fuck! Phil, was? Lili! Oh, fuck! Phil! Oh. Bundi! Geht's eigentlich noch? Jetzt geben Sie mir sofort meine Tochter! Schauen Sie doch, wie Freude Ihre Tochter am Lämmli hat. Nein! Komm! Alles gut. Dann sehe ich es. Das Lämmli neben dem August. Es ist tot am Boden gelegen, blutverschmiert.
den Kopf zertrümmert, als hätte jemand mit einer Schaufel draufgehauen. What? Was hat dann der August mit der Lilly vorgehabt? Oh nein, Phil. Sie sind nicht zu der Polizei. Wir wollten einfach nur noch weg. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind abgefahren. Ja, das ist klar. Auf der Fahrt ins Tal ist etwas Komisches passiert. In einer Kurve sehen wir wieder die alte Frau, die uns auf dem Weg auf schon begegnet ist. Scheiße. Sie ist vor uns gelaufen mit dem Rücken zu uns. Barfuß. Ihre langen schwarzen Haare haben im Wind geflattert. Ich fahre langsam an ihr vorbei. Und dann schaut sie zu uns. Ich schwör's euch, ihr Gesicht war nicht mehr alt, sondern jung und hübsch. Genau wie die Frau im Keller. Das war die 37. Folge von Grauen, der Bergpalast von Manuela Steiner. Die hat mich recht reingezogen, Wolfram. Ich finde, die hat... das klappt manchmal gut und manchmal nicht so gut. Hier hat es sehr gut geklappt, dass du so einzelne Motive hast, die immer weiter gesponnen werden und gar nicht immer eine kausale oder logische Kette ergeben. Aber in ihrem Auftauchen, hier ist das Lämmchen, dann das Alt und Jung, was baut man Neues auf was Altes, Familie. Ja, fand ich, hat sehr gut funktioniert. Wunderbar. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch durchaus ein Element von Grusel oder von Grauen eben. Steckt ja doch irgendwo die Angst dahinter, dass es da noch andere Mächte gibt, die was machen. Und gerade so Motive, die auftauchen in Orten, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Ich glaube, es sind zum Teil sogar besser, wenn es gar nicht unbedingt immer eine komplett funktionierende kausale Kette hat. Genau, aber das wandert auch so auf der Bruchstelle von Einbildung und es kann alles irgendwie noch einen realen Grund haben. Also eine eigene Wahrnehmung. Kommt einem jemand alt oder seltsam vor? Hat man das jetzt richtig verstanden? Und ein Keller, es kann auch was sehr Alltägliches sein und gleichzeitig sowas Erschreckendes und Geräusche, die man hört. Gerade wenn man ein kleines Kind hat, kennen das, glaube ich, viele, dass einen das dann auch zum Beispiel, also es ist einfach sehr glaubwürdig, dass einen das in den Alarmzustand setzt, dass es was ganz anderes macht, als wenn man sagt, oh, ich habe da einen Mann schreien hören. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich, das sind diese Elemente, die hier verwendet werden. Auch dieses Bild von, das Lämmchen muss man retten, damit der Box nicht niedertrampelt. Denkt man so, ja, vielleicht ist das so bei Schäfern, genau. Vielleicht stimmt das. Ja, und gleichzeitig ist es ein sehr brutales Bild. Ja. Das fand ich schön. Hat mich sehr mitgenommen in diesen immer größer werdenden, dunkleren Keller. Ja. Wunderbar. Ja, ist vielleicht auch mit dem Keller, kann mir sogar vorstellen, dass das mal so ein Ort ist, wo Hörspiel auch vielleicht sogar besser funktioniert als Film. Diese Zeitreise, die man mit dem Keller macht, indem man läuft den Geräuschen nach, finde ich jetzt, das kann das Hörspiel auch gut. Man ist eben im Dunkeln unterwegs, wir sehen ja nichts. Dass man diese Zeitreise dann macht und man muss gar nicht visuell dann wahnsinnig viel ausmalen. Ich glaube, das ist genau auf diesem schmalen Grat zu wandern, den du davor beschrieben hast. Ich glaube, das kann das Hörspiel gut. Und man kriegt dieses Haus auch recht gut zu spüren, finde ich. Also wer von euch Airbnb oder Privatvermietung macht, so modernisierte, ausgebaute und mit so Gimmicks versetzte alte Häuser, das wird ja auch so schön aufgebaut, dass der Sohn das aufgebaut hat, aber eigentlich wirklich wie nur drüber plafoniert. Wie heißt das, wenn man den Boden macht? Und einfach nochmal eine Schicht drauf, eine Schicht Parkett drauf, genau. Und dann einmal Tapete drüber und das Alte ist immer noch da. Genau, und schon, eben du hast den Keller unten und die alte Frau sagt schon vorher, es ist auf Knochen gebaut und Melle sagt dann auch, oh, die Böden sind so schön, also hast du nochmal extra das Gefühl, da hat man in dicke Dielenboden investiert, damit das, was drunter ist, wirklich bleibt. Ja, da finde ich... viel Spaß in eurem nächsten Ferienhaus, wenn es irgendwo eine Tür gibt, wo ihr nicht ganz sicher seid, was sich dahinter befindet. Lasst sie zu. Wäre mein Vorschlag. Ein guter Rat aus dem Ansehen und Hören von viel gruseligen Geschichten. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit einem Krimi.
bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.